Und somit grüß dich zurück zu Gran Turismo 7. Bevor wir jetzt in dieses kleine, feine Infovideo gehen, spiele jetzt nochmal ein kleines Intro vor. Das wirst du ab einem bestimmten Zeitpunkt im Let's Play oder in den Videos, die ich dann später vorhab, jedes Mal sagen. Es tut mir leid, aber ich muss da ein bisschen eine kleine Warnung geben. Es könnte nämlich sein, dass die Einstellungen, die ich mittlerweile in diesem Spiel habe, manchen Zuschauern, sage jetzt einmal, aufs Gemüt drücken könnte in puncto Motion Sickness oder dass einem schlecht wird. Daher spiele das Intro kurz einmal ein. Ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr viel Gran Turismo gespielt. Im folgenden kleinen Video, das dauert ungefähr 2 Minuten, musikalisch ein bisschen unterlegt, ist nichts Weltbewegendes, wirst du dann sehen, die Zeit oder beziehungsweise die Tage, an denen ich gespielt habe. Und es war ein langer Weg. Der Weg ist noch lang und wenn du mit Gran Turismo anfängst, die eigentliche Grundkampagne, fange mit den Menübüchern an. Insgesamt, die ersten Menübücher, die du hast, bestehen, da habe ich mich jetzt ein bisschen informiert, bestehen aus 39 Stück. 34 oder so habe ich mittlerweile und das zeige ich dir jetzt einfach einmal. Wir sehen uns in 2,5 Minuten wieder. Bis gleich. So, im Hintergrund siehst du Gameplay, was ich jetzt vor kurzem mal erspielt habe, mit den neuen Einstellungen. Ich muss aber und ehrlich gesagt gestehen, ich habe irgendwann einmal angefangen, mich mit den Einstellungen zu spielen und einmal schauen, was da alles gibt. Ich spüre mit dem Controller, ich habe zwar ein PS4-Lenkrad zu Hause, aber da muss ich erst schauen, was ich da am besten machen kann. Mir ist nämlich
der Verschluss unten, was du so zuschrauben kannst, der ist mal angerissen. Jetzt muss ich erst einmal schauen, wie ich das machen kann. Aber wie gesagt, es funktioniert derzeit mit dem Controller sehr gut und das ist das Ergebnis von den ganzen Quake. Ich muss sagen, die Menübücher arbeite ich momentan auf leicht ab, später dann auf normal und dann weiter auf Experte. Warum arbeite ich das auf normal ab? Ganz einfach. Ich muss das, was du jetzt als Einstellung siehst, das muss ich erst üben. Wenn du jetzt zum Beispiel einer bist, der jetzt schon jahrelang mit diesen Einstellungen spielst, dann hast du am Anfang hast du müssen auch ein bisschen üben. Ist eh logisch. Aber ich glaube, für das kriege ich das gar nicht so schlecht hin, sage ich jetzt einmal. Warum spiele ich das noch weiterhin momentan, die ganzen Menübücher auf leicht? Das kann ich da auch verraten, weil das Spiel, es hat seine Stärken, muss ich offen und ehrlich gesagt gestehen. Es hat irrsinnig gute Soundqualitäten von den Autos her. Du hast ein richtig gutes Arm-Controller, ein richtig gutes Feedback vom Auto. Mit dem Controller und diesen Einstellungen ist das Feedback sogar noch besser, kommt mir vor, als in die eigentlichen Einstellungen. Und wenn du dann die ganzen Infos weg, du hast wie Tachometer, Gang, Strecken, Fahrer etc., dann hat das einen ganz einen eigenen Flair, das Ganze. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt mehrere Dinge, die kotzen mich so richtig an in diesem Spiel. Ehrlich gesagt, diese Spielzeitstreckung, die da drinnen ist. Ich als rein erfahrener Gran Turismo Spieler, der schon Gran Turismo 2 gespielt hat, 1, 3, dann die ganzen Spin-Offs draus, wie man heutzutage so schön sagt, Gran Turismo 4, mittlerweile aber 5 und 6 gespielt. Ich verstehe nicht, warum ich als Gran Turismo Spieler seit über 20 Jahren Missionen benötige, wo man irgendein Typ, den ich nicht kenne, mir befiehlt, ich soll ins GT-Auto gehen und Flügel anbringen. Ich soll einen Ölwechsel machen. Ich soll das machen, ich soll das machen, ich soll das machen. Uninteressant. Diese ganzen nichts aussagenden Charaktere, die du da überall hast in den Menüs und so. Alles für den Arsch, das braucht kein Schwein. Dann musst du durchklicken, weil was die alle sagen oder was die alle dir beibringen wollen, interessiert keinen. Das nächste, Spielzeitstreckung ohne jegliche Substanz. Das ist wie eine Open World, die leer ist. Genau. Uninteressant. Komm auf den Punkt, ich will spielen, mehr nicht. Und das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich fange das Spiel nochmal an. Beziehungsweise bastel mir das Spiel so hin, wie ich es brauche. Ich bin ehrlich gesagt froh. Ich bin jetzt beim Menübuch 35 oder so. 39 gibt es insgesamt. Danach gibt es noch weitergehende Menübücher. Und die möchte ich aber dann auf Normal und auf Experte, beziehungsweise alles, was halt so in den Richtung geht, möchte ich das dann so weiterspielen. Und die Arcade-Rennen, die ich schon einmal gezeigt habe in einem von den letzten Videos, die möchte ich dann so einstellen, dass man dann in Echtzeit jetzt zum Beispiel mal eine Stunde mit 20 Gegnern inklusive Boxenstopp ins Spa fahren zum Beispiel. Ich arbeite ja gerade hin, dass ich meinen Toyota GR10 kaufen kann in den Spiel, weil ich momentan, oder man schon seit Jahren, eine Liebe für Langstreckenrennen habe. Nur bin ich halt durch beruflich, Freundin hin und her und bla bla bla, bin ich da nie dazu gekommen. Und 2015 war ja die European Le Mans Serie, waren am Red Bull Ring oben und da war ich damals mit meinem Vater oben, hab mir das Ganze angeschaut und irgendwie haben diese LMP-Prototypen, die haben für mich eine ganz eigene Faszination. Kurz und schmerzlos, wenn wir das Video jetzt beenden. Das kommt auf dich zu in demnächst oder sogar in Kürze, je nachdem, wie ich lustig bin. Und ich hoffe, dass wir uns in einem von den Videos dann sehen werden. Bis zum nächsten Mal. Baba.